Partner von Venio SRL präsentieren d'Automotorshow. Schon am Jahr 2010 hat Nissan sein erstes elektrisches Auto, der Leaf, an das Leben gerufen. Und zählen noch mit diesem Gefühl zu den allen Hosen an dieser elektrischen Mobilerzeit. Die aktuelle und zweite Generation vom Leaf, den Leaf E+, soll auch mir eine große Kilometerleistung und ob mir eine große Motorleistung können zählen. Diese Japaner, den Nissan Leaf, go weiterentwickelt, vor allem an puncto Leistung von seiner Batterie. Im Jahr 2012 kam der Leaf mit einer Kapazität von Batterie von 24 Kilowattstunden und den aktuellen Leaf geht schon mit einer Batterie von 40 Kilowattstunden geliefert. Und als Leaf E+ mit 62 Kilowattstunden angeboten. Was an sich schon ein grosser Vorteil an puncto Kilometer Leistung ist. Konzeptionell ist der Nissan Leaf ein 5-jähriges kompaktes Auto, dem sich Mossen als vollwertiges Familienauto dient. Mit einer Länge von 4,40 Meter, einer Breite mit der seitenspiegelnden Klü von 2,03 Meter sowie einer Höhe von 1,54 Meter. Gesehen der Leaf auch nicht elektrofuturistisch ist, mir bleibt echter unauffällig. Er fällt auch nicht als normales Auto aus der Reihe von einem Benziner oder von einem Dieseler. Den Design vom Leaf ist an seiner zweiten Generation echter konservativ geblieben. Und das gilt auch für seinen Interieur. Beim Rakklammen mit der Sicht auf sein Tableau de Bord fühlt er sich nicht an der Elektrowelt von Moore wie an verschiedenen anderen Elektroautos. Und darunter dürft durch den fein geformten, blau belichtenden Bonsai-Schaltknopf der Mittelkonsole nicht viel changieren. Je nach Equipment, nach Modellausführung, lässt sein Equipment auch kein Direktwunsch ab, wobei der Basismodell schon gut equipiert ist. An der Mittelkonsole sitzt den obligatorischen Touchscreen, und das der aber nach etlich Knäpperchen gehen kann dem Leaf bedingungsmäßig technisch als positiv unerkannt gehen. Wobei ihn sich stacks ertappt, die Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr verloren zu haben. Schon beim Rangieren piepst dann alle Lenker. Der Leaf E+ ist mit allerlei Safety Features equipiert. Darunter der ProPilot, den auf der Autobahn schon bald der teils autonom Fahren überhält und zudem auch nach dem Seitenverkehr registriert und am Notfall bremst. Sein Navi-Dogent wirkt modern und mit ein ganz gut errichtet. Der Nissan Leaf ist an bester japanischer Tradition gut verschafft, obschon es aber nach den harten Plastik aufsticht. Sein Offer auf Platz fällt gut aus, und Batterien keinen negativen Abfluss macht, sodass man mit einem Ladevolumen von 400 bis zu 1170 Liter auskennt, wobei aber beim Ran- und Rausschlöden mal so manch wie die Deutsche Presse, gibt so Ecken und Kanten überwinden werden müssen. Das Gefühl am Interieur ist auch gut für groß gebaute Leute berechnet, wobei die Ledersitzer an unserem Testauto schick herausgestochen. Schuld, dass heute Volant sich nimmer an der Hecht, aber nicht ran und rausziehen lässt. So hat ich auch mich die optimale richtige Sitzposition zu finden. Sind die 4 Sitze für 1,85 Meter Großleit angestellt, von den Hand dran Passagier bis zu 1,80 Meter auch ein bequemer Sitzplatz. Unabhängig vom Thema vom Uploaden bleibt noch immer der eigentlich fahren. Der Leaf E+ überzeugt durch einen entspannten Fahren und noch durch seinen Komfort, ohne aber nur den sportlichen Tipp herauszulassen. Unser Testauto, der Leaf E+, mit einem Elektromotor von 160 kW und 217 PS, mit maximaler Leistung bei 4600 bis 5800 Touren an der Minute, die von einem E-Lithium-Ionen-Akku mit der Kapazität von 62 Kilowattstunden mit Energie versorgt wird. Genug Leistung also, die der Leaf E+ an typischer Elektroautomanier rapid davon Summe lässt, was mir schon Spaß gemacht hat. 6,9 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h.
Ein nebenbei bemerkt, bei der Roter Luft konnte ich sogar manch kleine sportlichen Auto rumlassen, aber wobei die Verholen energisch elektrisch rüberkommen. Als maximal Vitesse sind auch laut Nissan nicht mehr wie 160 km an der Stunde zu erreichen. Was dem klaren Menschenverstand sieht, dass ein Topspeed mit diesem Elektroauto, Stichwort Kilometerleistung, ohnehin kein Entreprise mehr sind mehr. Den 1,5 Tonnen schweren Nissan Leaf E Plus verfeiert auch zu einer entspannten Vorweis und als sichere Cruiser. Am Slalom von den Vorhandlungen platzierte Kehren auf der Landstraße sind ein bisschen überfordert. Und nun könnt ihr fragen, wie weit komme ich? Wie viele Kilometer weit kann ich fahren? Der Norm wird Nissan bis zu 385 Kilometer rollen und dem Start fahren sogar ein paar mehr. Theoretisch tauchen hier schon Unterschiede ab, und auch an der Praxis hängt Kilometer aufspulen auch schon vom Streckenprofit auf. Wir kommen an der Praxis von engem von unseren Testweg bis zu 330 Kilometer, wobei der Bordcomputer nach 520 Kilometer Strecke angewiesen wird. Laut Nissan sollen noch am Durchschnitt bei 17,8 Kilowattstunden liegen, die wir auch konnten nicht permanent in der Bitten anüberbieten. Wie auch bei all Elektroautos spielt der Straßenverkehr an der Stadt den Leaf Plus an Karten. Er kann effektiv Bremsenergie zurückgewinnen. Allerdings ist das Rekuperieren beim Leaf E Plus so eng Sache. Beim Druck auf den E-Pedalschalter wird die höchste Rekuperationsstufe angeschaltet, was dazu führt, dass wenn der Fuß von der Gaspedale raufgeholt wird, der Leaf E Plus überall stark bremst und ziemlich ungemütlich stehen bleibt. Das Praxis müssen Sie schon gewinnen. Wenn nur nicht die letzten Probleme beim Tanken, beim Ablöden von der Batterie wären. Und der Haushaltssteckdose 2,3 Kilowatt, 10 Ampere, dauert es sage und schreibe an der Praxis bis zu 30 Stunden, für die 62 Kilowatt Batterie abgeladen zu kriegen. Und der Wallbox bzw. und einer üblichen Ladestation braucht der Leaf E Plus auch bis zu 9 Stunden, weil noch nicht mehr E-phasig mit 6,6 Kilowatt geladen kann gehen. Ein kleiner Lapsus. Es wäre sogar möglich, für ein Schnellladen von 50 Kilowatt Gleichstrom von 20 bis auf 80% an einer Stunde 30 Minuten können fit zum Rollen zu laden. Mit dem Grund dafür, Nissan nutzt dann nicht das an der Zwischenzeit verbreitete CCS-System. Wir brauchen eine Demo-Ladestation, von denen es nicht so viel gibt. Konkurrenz am Elektroautomobil kennt von überall hier, an der Leaf jedoch nicht mehr länger in seiner Klasse. Für mich hat Nissan am Leaf E Plus alles richtig gemacht, und aber kann Zukunft für Nissan nach einer kleinen Herausforderung gehen.